Hoch oben in den Bergen von Anatolien, auf einer Passhöhe, ist ein heftiger Schneesturm aufgekommen. Der Schneesturm war so stark, dass 3 Männer gezwungen waren, dort oben in eine Schutzhütte zu flüchten. Dort stehen die 3, ziemlich schlecht gelaunt über den erzwungenen Aufenthalt in dieser Hütte. Der eine ist Seidenhändler. Er trägt in seinem Bündel schönen und edlen Stoff mit sich. Stoff, wo man nur bei reichen und wohlhabenden Leuten sieht. Ein anderer von diesen Männern ist Juwelier. In seinem Bündel trägt er kostbaren und wunderschönen Schmuck. Der glitzert und funkelt, ist mit Gold verarbeitet, so dass jedes Schmuckstück einzigartig und preiswert war. Der dritte von denen hat kein Bündel dabei, nur ein Gurt mit einer Ledertasche dran. In dieser Ledertasche trägt er sein Werkzeug mit. Es war Messer. Er ist ein begabter Holzschnitzer, der sich weit umeinander einen guten Namen gemacht hat für seine Kunst. Während die 2 Händler immer noch wettern über den ungünstigen Umstand, hat sich der Holzschnitzer in der Hütte umgeschaut. Er findet schon gleich einen kleinen Vorrat an Holz. Damit macht er sofort das Feuer und wärmt sich dran. Die beiden Händler haben sich inzwischen ein bisschen beruhigt und sich auch an das Feuer gesetzt. Während das Feuer so vor sich hinflackert, hat ein Lichtschein für einen Moment eine Ecke in der Hütte ausgeleuchtet. In diesem ausgeleuchteten Ecke hat der Holzschnitzer ein Stück Holz entdeckt. Er steht auf und geht zu dem Stück Holz. Und tatsächlich, da steht ein schönes Stück Zedernholz. Es hat ihn gerade gepackt, aus dem schönen Stück etwas zu erschaffen. Nicht einfach etwas. Er hat von Anfang an eine Figur drin erkannt. Seine Leidenschaft als Holzschnitzer hat das Stück Holz müssen bearbeiten. Doch seine Religion hat sie ihm eigentlich verboten. Verboten, eine menschliche Gestalt zu erschaffen. Nur einmal, an dem abgelegenen Ort, in dieser Berghütte. Während die anderen 2 nur ans Geld denken, darf ich meiner inneren Sehnsucht doch folgen. Ich bin schon ein guter Muslim, hat der Holzschnitzer leisig zu Allah gesagt. Allah, du wirst es verstehen und mir verzeihen. Und so hat sich der Holzschnitzer an das Stück Zedernholz gemacht. Die beiden anderen Männer sind am Feuer gesessen und haben gar nicht richtig mitbekommen, dass der Holzschnitzer im Ecke das Stück Holz bearbeitet. Erst, wo eine grosse Flamme die Ecke wieder beleuchtet hat und auch zeigt, was aus dem Stück Zedernholz entsteht. Ganz interessiert gehen die beiden Händler zu dem Holzschnitzer, um die wunderschöne Gestalt, die aus dem Stück Holz entsteht, in der Nähe anzuschauen. Der Holzschnitzer war so in seiner Arbeit vertieft, dass er die beiden anderen Männer gar nicht wahrgenommen hat. Vor diesen 3 Männern ist eine wunderschöne und sinnliche Frau am Entstehen. Da sagt der Seidenhändler: Das wird eine Frau. Oh Allah, verzeih uns! Und schüttelt den Kopf. Auch der Juwelier hat grosse Augen gemacht, weil es offensichtlich war, dass es eine Frau wird. Der Holzschnitzer hat das alles nicht mitbekommen, sondern hat sich seiner Leidenschaft hingegeben. Die beiden Händler sind vom Zuschauen müde geworden und haben beschlossen, sich zum Schlafen ans Feuer zu legen. Der Seidenhändler flüstert dem Juwelier zu: Schauen wir, dass das Feuer nicht verlöscht, dass der Holzschnitzer die Frau fertig schnitzen kann. Der Juwelier
nickt ihm zu und hat sich auf das aber auch ans Feuer hingelegt. Der Holzschnitzer hat in seinem Wirken weder Hunger, Durst, Kälte noch Müdigkeit gespürt. Er war in seinem Rausch, das Kunstwerk in seine Form zu bringen. Gegen Morgen hat er endlich sein Werk vollbracht. Er selber verneigt sich von dieser Figur. Ergriffen von dieser Schönheit, flüstert er dieser geschnitzten Frau zu: «Du wunderschöne Frau, wo du mein eigen bist, du sollst gesegnet sein. Du, wo unter meiner Hand entstanden bist, wär ein Geschenk und Wunder.» Mit diesen Worten ist er erschöpft am Boden gelegen und sofort eingeschlafen. Die beiden anderen Männer haben gemerkt, dass der Holzschnitzer sich hingelegt hat. Auf das aber sind sie sofort zu dieser geschnitzten Figur gegangen, um die Frau zu bestaunen. Vorsichtig, so dass sie den Künstler nicht gestört haben in seinem Schlaf. Die beiden Händler haben fast nicht glauben, was sie da gesehen haben. Eine Frau, so schön, wie sie es beide noch nie gesehen haben. Schnell ist der Seidenhändler zu seinem Stoff gegangen, hat einen von diesen schönsten und edelsten Stoff aus seinem Bündel genommen und ihr über die Schulter gelegt. «Die Frau ist so schön, ich habe sie gekleidet und somit ist sie mir.» Der Juwelier läuft auf das aber sofort zu seinem Bündel und holt dort eins von diesen kostbarsten Geschmeiden raus, geht zu dieser Frau und legt ihr die Kette um den Hals an. «Ja, du hast recht, sie ist wirklich schön, aber wer die Frau mit Schmuck behängt, dem gehört sie.» «Nein, der sie kleidet.» So haben die beiden Händler angefangen zu streiten. Hin und her ist es gegangen, ja, so laut haben sie gestritten, dass der Holzschnitzer, der am Boden gelegen ist, verwacht ist. Er steht auf und stellt sich zwischen die beiden Männer. «Wie dumm sind ihr eigentlich? Sie ist unter meiner Hand entstanden. Sie gehört selbstverständlich mir.» Nach diesen Worten ist etwas Seltsames passiert. Wie aus Geisterhand ist die Tür von dieser Hütte aufgesprungen, als hätte ein starker Windstoss sie aufgerissen. Die drei sind verschrocken und sagen kein Wort mehr. Sie schauen raus in die morgendliche Schneelandschaft. Der Sturm hat sich gelegt. Die wunderschöne Frau fängt plötzlich sich an zu bewegen. Zielstrebig läuft sie Richtung Türe. Die drei Männer gehen vor Schreck auf die Seite. Die Frau läuft, als ob sie vom Wind gezogen und gestossen wird zugleich. Sie geht raus, direkt auf einen grossen, alten Zedernbaum zu, wo gerade neben der Schutzhütte steht. Die drei Männer folgen dieser Frau. Wo die wunderschöne Frau beim Baum ankommt, legt sie sanft ihre beiden Hände auf den Stamm von dem Baum. Der Baumstamm öffnet sich. In dem Moment rutscht ihr der wunderschöne Stoff von den Schultern und die edle Halskette vom Hals auf den Boden runter. Die Schönheit setzt den Fuß in die Öffnung von dem Baum, dreht sich langsam um zu den drei Männern, die noch ganz stumm sind vor lauter Staunen, und lächelt dabei den Holzschnitzer an. Der streckt sehnsüchtig seine Arme auf das aber ihren entgegen. Sie dreht den Kopf wieder zurück und verschwindet ganz im Baumstamm. Hinter ihr schließt sich der Baum wieder und sie ist verschwunden. «Zu seinem Ursprung kehren alle wieder zurück», sagt der Holzschnitzer leisig. «Sie hat keinem von uns gehört. Niemand gehört jemandem, nur sich selber.» Nach diesen Worten dreht er sich um, holt seinen Mantel und sein Werkzeug aus der Hütte und macht sich, ohne einen Gruß an die anderen zwei Männer, über die Passhöhe, aber ins Tal.